Ja, somit herzlich willkommen zur zweiten Folge bei Star Wars Racer. Und natürlich kommt der Sieger wieder alles über. Den könnten wir wahrscheinlich noch Teile kaufen, was wir jetzt in dieser Folge auch machen. Welcome to Watto's shop, huh? Take a look around. I got everything you need, huh? Wanna meet Choboda? You'll not find a better deal anywhere, I think, huh? Ja, ich glaube, die Teile sehen eigentlich alle noch relativ gut aus. Auf dem Shop-Platz finden wir vielleicht noch etwas fürs Tempo. Nicht fürs Tempo, für die Beschleunigung. Hätte ich gehofft. Outlanders, they come here. How do they find me? Aber in dem Fall leider nicht, also machen wir einfach mal rein starten. Ja, ich weiss, meine Aufnahmequalität hält sich ziemlich in Grenzen. Das liegt aber mehrheitlich daran, dass ich wirklich von der Originalkonsole aufnehme. Und ich weiss, dass es Emulatoren gibt und alles, was das Ganze besser darstellen, aber ich finde, da ist nicht schon nicht so. Es ist einfach nicht. Ja, ich bin ein Retro-Gamer, ich spiele gerne auf der alten Konsole und wenn halt Videoqualität darunter mal leiden. Ja, das ist halt so, weil, wie gesagt, das Ganze, was ich da mache, ist ein Hobby. Und wenn es so nicht passt, dann müssen wir halt die anderen Let's Plays schauen, was da gibt. Star Wars Racer, da gibt es einen Haufen, jedoch nicht in Schweizerdeutsch. Die hasse ich. Die Türen hasse ich. Die Türen fahren hin und her. Da ist einmal ein heiteres Rätselraten, auf welcher Seite dass sie die Türen fahren oder auf welcher Seite dass jetzt eben gerade offen sind. Darum ja, dort wird es mir wahrscheinlich noch mal das eine oder das andere mal haben. Also Pod Racer noch das eine oder das andere mal zerfleischen. Oder zerschrotten. Ich muss das mit anschauen. Die Kurve habe ich jetzt nicht gesehen. Die Passage, die hasse ich. Ist einfach so unnötig. Eigentlich schon. Ist ja ein Racer, also der soll ja ein bisschen anspruchsvoll sein, aber darum. Ja, soll es ja auch ein bisschen gefordert sein, aber jetzt sind sie Gegner. Moment. Das sind die Ansichten. Da können die ändern, da unsere Gegner sind weit und breit nie jetzt gesehen. Dafür sind unsere Steuermodule schon ziemlich mitgenommen. Ja. Aber es sind Türen gekommen, nicht kaputt zu gehen. Schöne Sache. Ja, das Ganze wird zwar schon als Hauptprojekt da eben als Sonntags-Upload laufen. Ich weiss, die Qualität vom Video ist beschissen. Aber ja, da gehen wir einfach mal noch zeigen, weil ich finde es wirklich cool. Es hat glaube auch mal noch ein Revenge gegeben. So eine aufgemotzte Version vom Ganzen. Die ist glaube ich auf der PS2 rausgekommen. Wäre auch eine Option gewesen. Vielleicht machen wir dann da auch irgendwann mal noch ein Jahr oder so. Oder irgendwann später mal. Wie wenn es mir bis dahin noch nicht verkleidet ist, das ganze Game. Das ganze möchte gern.
Hobby-Let's Player spielen. Was auch gut gemacht ist, eben wie neu als Modul, da tue ich jetzt gelb und schon bald orange, richtig rot. Die neue eine Seite ein bisschen defekt ist, wir merken dort am Ränkel extrem, dass die eine oder die andere Seite nicht so super oder nicht mehr ganz gleich super sich in die Kurve lenken lässt. Da können wir noch reparieren, die Schultertaste. Ja, ist gut, wir haben es gehört. Jetzt haben wir da ein bisschen reparieren, dafür sind wir ein bisschen langsamer geworden. Was sicher auch eine schlechte Sache ist, wenn man da mal noch weiss. Das Springs hat jetzt auch nicht viel gebracht vor der Kurve. Oder nicht so viel wie erhofft, zumindest. Aber, wie gesagt, auf den ersten paar Strecken ist es auch noch nicht wirklich so schwer. Also, es ist einfach die erste Galaxie, die, wie soll ich sagen, die ist eigentlich keine wirkliche Herausforderung. Es ist vor allem gut, um neue Fahrer spielen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben in dem Moment. Gut. Entschuldigung, aber. Und so, ja. Nehmen wir da eine schöne Strecke mit einer geilen 180 Grad Kehre. Und da nehmen wir auch mal in Angriff. Haben wir den Teil kaufen. Only the best parts you find here in my shop, huh? Wir können die Beschleunigung mal aufhauen. Und das ist auch notwendig. Putananolia! Outlanders, they come here. How do they find Ja, me? der Teil sieht noch gut aus. They come here, they mess up my store. Hey! Da kann die auch mal noch ein bisschen verbessern. Wanna meet each other? Kühlung sieht auch noch gut Fine aus. tricks don't work on me. Only money. Die Aktion, Let me think. Outlanders. da kann man auch immer brauchen. How do they find me? Die Beschleunigung ist ein bisschen besser als Mess up my jetzt. store. Speed könnte man da wirklich aufhauen, aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja, da lange schon. Da lange schon. Only money, ja. The current record holder for this track is Anakin Skywalker. Okay. Jetzt haben wir mal einen guten Start gewünscht. Ah, genau, die blöden Lichter da, die mag ich gar nicht, die irritieren einen extrem. Wenn man dann nicht mehr weiss. Oder ich zumindest noch mal nicht mehr gesehen, auf welche Richtung dass ich fahren müsste. Da der Sumpf, genau da wie im Sumpf haben wir da die blöden Lichter, da eben auch. Die Lichter mag ich so gar nicht, die irritieren mich einfach extrem. Da ist glaube ich kurz eine kleine Abkürzung gegeben. Dort über den Hügel gefahren wären. Ja, da sind wir kaputt gegangen. Das kann ich nicht machen. Da auch raufziehen, ich weiss es gar nicht. Ah. Das erste Mal seit langem, dass einer vor uns fährt.
Was ist da falsch? Ah, jetzt weiß es wieder. Genau. Okay. Wenn dann um Busch gehen. Auf der geraden Strecke. Ne? Von da müsst ihr den Joystick vorne drücken. Und nachher nochmal andrücken. Das tut natürlich eure Kühlung nicht so gut, wenn ihr den Busch zu viel braucht. Auf die ersten paar Strecken oder den eine. Also. Jetzt sind wir drüber gekommen. Ja, der Sport bremset. Wenn es uns da verknüpft, dafür ist unser Wagen wieder in Top-Zustand. Ja, das Ganze auch, wieso das der Boost da nicht wirklich drauf ist eben. Wir werden eure Teile eigentlich mit dem Boost mehr beanspruchen. Der da mit eure Teile früher noch wechselt, der da braucht da mehr Geld im ganzen Spiel. Und hat noch weniger Geld für Verbesserungen, zur Auswahl. Darum würde ich euch auch raten, sind ein bisschen zurückhaltend. Vor allem muss ich es zuerst wieder lernen. Und richtig einsetzen. Ich weiss gar nicht, habe ich den früher noch überhaupt auch gebraucht? Bin ich drinnen einmal ohne da gefahren? Jetzt sollte man sagen. Ah! Ja, knapp. Und Vollbrems. Ja, aber dann sieht das Ganze eigentlich auch ziemlich noch schön aus. Ja, tun wir mal noch schnell etwas trinken. Ich habe gerade einen trockenen Hals im Moment. Entschuldigung. Pause zwischendurch. Ja, wir haben da wieder Turkuts gewonnen, oder wie die heißen. Ja, nicht wirklich so ein Star Wars Fan. Jetzt auch der neueste Teil, wo ich dann noch gar nicht gesehen. Werde ich mir aber sicher irgendwann mal noch holen. Und da haben wir den Food Bang. Ist der Favorit. Ja, egal. Mal schauen, wie unsere Teile da aussehen. Und der sieht da unser Tempo-Modul. Wir recht mit Leidenschaft sagen. Also tun wir da. Change your mind? Ja. Haben wir jetzt gewechselt, effektiv, ja. Chat, Gadadowalya, mit one no pata. You cannot beat Sebulba. Aber es liegt nicht He rein. always wins. Scheiße. Aber höchstens am Schrottplatz schauen. Haben wir da noch. You break, you buy, huh? Hoi. Outlanders, they come here. How do they find aber me? das ist auch viel zu teuer. They come here. Können wir uns nicht leisten. Alright. Outlanders, they come here. How do they... Okay. Na, mal, das ist gut. Dann wir einfach das Rennen starten und schauen, wer nachher rum ist. Er hat da immer ein bisschen andere Teile im Sortiment.
Von dem her müssen wir halt zwischen denen mal ein bisschen schauen auf dem Schauplatz. Und nach jedem Rennen sind wieder andere Teile rum. Oi. Darum lohnt es sich schon, dass man nach jedem Rennen mal ein bisschen stöbern geht. Wenn man etwas findet, was einem zusagen könnte. Oder nicht? Ah, fuck! Ja, da könnte noch öfters passieren. In Becher. Das ist auch ganz gemeiner Durchgang dort. Das auch. Ja. Hätte fast so müssen kommen. Ja. Jetzt sind wir. Die erste Runde ist etwa 3-mal kaputt gegangen. Das ist ganz sicher keine von meinen Lieblingsstrecken. Und da ist man da nicht kaputt gegangen. Aber die Flugpassage dort, die Over- oder Magnetpassage dort, die ist einfach... Wow. Du sagst es. Ja, schei noch mehr. Spüren sie nicht? Jetzt gesehen dort, der scheiß Schild dreht sich einfach um. Und er weiß nicht wirklich, wie, wo, wen. So. Ja, jetzt bin ich in den Rand aufgekommen. Zuerst will ausweichen. Jetzt ist es gerade noch verklebt. Das ist eine ganz schlechte Bilanz jetzt auf dieser Strecke. Aber es wird lange. It's a new lap record. Das war erst die zweite Runde, okay, ich bin jetzt schon. Ja, ich bin jetzt mit dem Kopf schon weiter gewesen. Ich denke, dass das da die letzte Runde segelt. In dem Fall ja. Ja, nicht.
Genau in dem Moment, wo wir durchfahren. Und er sich wieder drehen. Dafür sollten wir da die meisten Hindernisse die ersten 2 Runden eigentlich weggekommen haben. Oder auch nicht. Scheiße. Der Soundtrack ist halt auch von der Filmmusik raus, der ist halt auch einfach geil mit dem Game. Yeah, I won! It's a new lap It's a new lap record. Wenn du meinst, ist auch keine gute Zeit gewesen. Aha. Moment. Wieder ein neuer Fahrer, neuer Podracer freigespielt. Ja gut, von der Zeit her in dem Fall machen wir jetzt 7. Level da noch. Und der Sieger kommt natürlich wieder alles über und ja, jetzt haben wir Handlungsbedarf. Back again, huh? Aber ich kann mir nicht leisten. Scheiße. Gleich auf den Schrottplatz gucken, schauen schnell. You'll not find a better deal anywhere, I think, huh? Outlanders, they come here. How do they find me? They come here, they mess up my store. Hey! You're gonna lose unless you upgrade your pod racer, I think. Kann man auch nicht leisten. What? You think you're gonna beat Sebulba with that pod racer of yours? Ah! Wissen wir was? Wisst ihr was? Wir probieren es. Jetzt einfach so, weil da müsste eigentlich durchaus auch so reinlinken. Hoffe ich zumindest. Die lachen sie jetzt nicht mehr ganz so schnell weg. Sie sind gerade hinter uns. Also aber eigentlich logisch ist. Weil man ja weniger Power hat. Sie sind nicht gut. Sie gleich können ein bisschen distanzieren, obwohl unser Power-Modul eigentlich ziemlich am Arsch ist.
doch erfreulich, finde ich. Und dann kommt da. Das ist eine ziemlich lange Strecke, ja? Das hat die erste Runde war. In dem Fall ist da wirklich recht eine lange Strecke da. Zum Abschluss noch. Von dem einfachen der Amateurgalaxie, der da gestanden ist. Die Levels sind halt schon für die damalige Zeit sind halt schon geil gemacht. So. Die hat halt schon viel zu bieten gehabt rundherum. Ich denke, das F-Zero war auch so ein Racer-Game, wo einfach auf Geschwindigkeit abgezielt hat und so und auch hintergrundmäßig doch etwas zu bieten gehabt hat, aber so an der Strecke dran selber ist jetzt nie irgendwie so irgendwelche 3D-Animationen oder so, oder halt grafische Elemente, die noch eingeblendet worden sind, wie jetzt da die Scanner oder was sollte es sein. Oder die Abbauwerkzeuge oder Abbaumaschinen, die da rundherum stehen, so Zeug. Mir jetzt persönlich beim F-Zero gefällt, obwohl das F-Zero ist ein Hammer-Game. Aber grafisch hat Star Wars Racer schon einmal ein bisschen mehr aus der Konsole rausgekürzelt. Und wir sind auf der letzten Runde und obwohl wir einen fast kaputten Power, also Zylinder quasi, einen Dreitakt-Zylinder oder so, würde ich jetzt dem sagen, wo wir keinen drin haben, der eigentlich fast kaputt ist, fahren wir da den Konkurrenten doch einfach davor, weiter, bleibt niemand zu sehen. Dass es doch sehr erfreulich ist. Ich dachte mir immer vor dem nächsten Rennen oder beim nächsten Galaxy sicher nichts machen, weil ganz so einfach wird es sicher nicht. Wie jetzt da. Da fahre ich auch jedes Mal in dran, die traurig. Entschuldigung, ich werde langsam müde. Aber es hat irgendwie so keine Action. Ich habe ja mit dem Spiel viel actionlastiger in Erinnerung gehabt mit den Gegnern und allem. Aber vielleicht und das auch wirklich erst auf der späteren Bahnen.
durchaus auch möglich. Da die letzten paar Kurven für die Erfolg. Damit tue ich jetzt schon vorrufen, sage vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn es dann wieder heisst Star Wars Racer Episode 1 beim Retro Cache.